Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Ja, wir sind wieder in unserem Hauptquartier und bevor wir auf Spanien gehen, schauen wir noch schnell kurz da die Entwicklungen anschauen, die wir noch machen können. Wir haben nämlich 1820 Ressourcenpunkte zur Verfügung und wir tun jetzt einfach einmal hier ein empfohlenes Upgrade auswählen. Und da haben wir jetzt einmal für den Brennungsmotor, dass er ein bisschen mehr abhaben. Und ich glaube, das klingt nicht mal so schlecht, das machen wir auch. Sonst müssen wir dann gleich wieder mal den Motor wechseln, so können wir das mal ein bisschen erhöhen. Wäre, würde ich so investieren. Okay, und dann sagt er auch gleichzeitig noch, wir sollen noch in Dings investieren, auch noch in Turbo rein. Macht auch noch Sinn, muss ich sagen. Und was sagt er sonst noch? Ich würde sowas in der Art empfehlen. Okay, Chassis behauptet er auch noch, wo man könnte noch mal verbessern. Das machen wir auch noch, das liegt ja auch nicht drin. Da haben wir eigentlich wieder recht viele Upgrades in Entwicklung. Und ja, wir gehen jetzt auf Spanien. Könnte recht spanisch werden dort unten. Nein, Spaß. Also wir können dort unten hoffentlich mal die ersten Punkte haben. Das ist das richtige Ziel auch. Motortechnisch, der sollte ich eigentlich noch herhaben für das Rennen. Und dann nachher müssen wir dann langsam mal schauen, dass wir da etwas vielleicht wechseln können. Ich hoffe, es verhebt. Und ja, unser Wert ist auch noch ein bisschen aufgegangen, sehe ich gerade. 750'000, wir sind glaube ich tiefer gewesen. Bei 250 jetzt ist er recht aufgegangen. Pierre Gasly ist auch relativ hoch, schon mit seiner Erfahrung und alles drunter. 4 Millionen wird er ja gehandelt. Aber ist uns eigentlich auch wurscht. Wir gehen jetzt auf Spanien. Let's go! So, herzlich willkommen in Spanien. Wir machen wie immer zuerst Akklimatisierung und dann nachher Qualifying-Simulation und schauen dann mal, wo wir herkommen. Spanien ist eine Strecke, die ich schon öfters mal gefahren bin. Diese Strecke kenne ich eigentlich gut auswendig, bis auf die Bremspunkte. Die muss ich jetzt halt noch mal schnell kurz ein bisschen in den Kopf hineinbringen. Aber sonst eigentlich der Rest ist eigentlich nicht so schwierig. Die Strecke ist ja glaube ich relativ einfach, kann man sagen. Aber ja, wir legen los. Wir tun jetzt Setup rein, das mache ich schon und dann sehen wir uns gerade auf der Strecke wieder. So, also herzlich willkommen auf der Strecke zu der Akklimatisierung. Und ja, ich muss mich jetzt zuerst eben halt ein bisschen auch wieder reinfinden. Ich muss jetzt das dann doch wieder ein bisschen lauter machen. Dass ich den Motor ein bisschen höre. So. Aber ich muss eben immer schauen, dass sie zu laut ist. So, da. Also, let's go. Wir fahren jetzt mal hier eine Runde fahren. Und schauen mal, was wir da jetzt machen können. Ob wir da gute Punkte holen können. Ist ja wichtig, dass wir für die Entwicklung da ein paar Punkte holen können. Okay. Ich versuche jetzt einfach die Tor richtig zu treffen. Oh, jetzt habe ich zu früh gebremst. Das Tor hätte ich schon getroffen. So, okay. Das oben ist eigentlich so ziemlich die schwierigste Kurve hier. Obla. Haben das DRS fast verpennt. Ui. Sausage Curb. Wie recht durchgeschüttelt jetzt. Ah ja, die DRS drücke ich immer im falschen Moment. Aber wir haben eigentlich die Akklimatisierung schon gut gemacht, sage ich mal. Ich fahre halt immer ein bisschen andere Linien, weil ich halt einfach schlecht fahre vielleicht. Nein, ich weiss es nicht. Wir gehen mal zurück in die Garage. Und starten jetzt direkt schon in die Qualifying-Simulation rein. So, wir sind zurück auf der Strecke. Jetzt mit der Qualifying-Simulation, wir haben jetzt auch die roten Schlappen drauf, also ein bisschen die schnelleren. Okay, und da rutscht ich schon mal komplett weg, holy shit. Und ja, wir schauen mal, was wir jetzt holen können. Wieso habe ich das Gefühl, die Reifen sind nicht warm?
So, let's go. Versuchen wir mal eine schnelle Runde. So, okay. Fühle mich relativ safe, muss ich sagen. Auf dieser Strecke, also fühlt sich gewohnt an. Es gibt so 2-3 Teile, wo ich noch nicht so weiss, welche Linie. Da könnte ich mich zum Beispiel viel weiter rausziehen lassen. Okay, wow. Okay. Dort darf ich nicht allzu viel Gas geben, he? Weil sonst mache ich mal plötzlich einen blöden Abgang. Aber jedenfalls muss ich wirklich sagen, dass ich mich ziemlich wohl fühle auf der Strecke. Und ich würde mal sagen, dass wir sonst gerade direkt ins Qualifying reingehen. Und mal ja, unser Glück versuchen. Aber ich glaube, wow, okay. Aber ich glaube, das könnte wirklich noch gut rauskommen. Das mal. Drückt mir die Daumen, wir gehen ins Qualifying. So, also bevor wir ins Qualifying reingehen, muss ich noch ein kurzes Dankeschön an euch richten. Und zwar haben in den letzten paar Folgen echt viele Leute noch Kommentare reingeschrieben, was ich könnte verbessern an meinem Fahrstil. Und da bin ich natürlich auch mega dankbar. Weil eben, wie gesagt, ich spiele das Game schon gern, aber nicht so oft. Und es ist jedes Mal, wenn ich wieder frisch anfange oder wieder neu anfange, so muss ich sagen, es hat immer noch ein bisschen Umstellung wieder. Aber ich muss wirklich sagen, merci vielmals für die ganzen Tipps. Ich versuche sie jetzt im Qualifying und so wie auch im Rennen dann, anzuwenden. Also einerseits eben halt ein bisschen früher aufschalten, dass ich vielleicht weniger mich drehe oder auch dann zum Beispiel mit weniger Sprit starten. Das versuchen wir auch in diesem Rennen, weniger Sprit starten und dann dafür halt weniger auf Fett fahren. Dafür haben wir einfach das leichtere Auto. Ja, wir probieren es mal. Wir gehen jetzt ins Qualifying. Let's go. Hoffen wir, dass wir da eine gute Position rausholen. So, das Einzige, was ich noch nachgeschaut habe, ist wegen dem Rennen, wie das Wetter wird sein. Das habe ich vergessen zu schauen. Und so wie es aussieht, ist schon mal schönes Wetter am Anfang des Rennen, aber es könnte am Ende des Rennen regnen. Oh je, ich hoffe es nicht. Wir gehen jetzt ins Qualifying. Das Qualifying ist zum Glück trocken. Let's go. Oh, okay. Da bin ich ein bisschen zu schnell drin hier. Wow.
Okay, ich glaube, da wäre schon besseres drin gewesen, aber ich bin halt hier und da ein bisschen rumgerutscht. Aber wir sind P7, ich glaube, so wie im letzten Rennen gewesen, in Holland. Holland sind wir, glaube ich, oder 6. sind wir gestartet. Ist okay, denke ich. Also für Alpha Tauri, für unser Fahrzeug ist das auch okay. Okay, und wo ist der Teamkollege? Wo ist der Pierre? Der Pierre ist auf... Oh, oh, nein, das ist nicht das. Hä, wo ist der Pierre? 16, ja, okay, der hat eine schlechte Runde in dem Fall. Gut für uns, schlecht für ihn. Und ja, let's go. Ab ins Rennen. So, herzlich willkommen an der Startaufstellung. Und ja, wir starten ja von P7. Wir schauen schnell in die Strategie rein. Die werden es wieder nicht sehen, weil meine Kamera wieder dort drüber ist. Wir starten auf Softs und gehen dann nachher in Runde 6 auf Mediums drauf. Man könnte aber auch in Runde 6 auf die härtere Reifen gehen, aber ich glaube, das Mediums sollten länger für 11 Runden. Denke ich jetzt einmal. Eben, wir sehen oben, es könnte regnen, so ab Runde 15 vielleicht etwa. Ich hoffe, dass wir mit diesen Reifen dann den Schluss fahren und nicht nur extra stoppen und nochmal Regenreifen holen müssen, weil das wäre ein bisschen kacke. Allgemein hoffe ich, dass wir einen guten Start haben, werden gute Punkte holen und ja, dass uns nicht so viel aus der Bahn rausrührt. Ich versuche jetzt auch ein bisschen vorsichtiger zu fahren, vielleicht ein bisschen weniger reden, ich werde ein bisschen mehr Ausschnitt haben und ich kann einfach weniger durchreden. Denke ich mal, weil mir ist es schon mal wichtig, dass wir ein bisschen Punkte holen, weil wir haben noch gar keine Punkte geholt und wir sind jetzt mittlerweile beim 6. Rennen, glaube ich. Und ja, wir müssen jetzt schon wirklich mal liefern, weil sonst sehen wir dann gleich mal ein anderes Cockpit oder beziehungsweise wir werden rausgeschmissen und können dann nichts mehr machen. Darum ja, müssen wir jetzt wirklich mal liefern. Wir nehmen jetzt hier ein bisschen den Sprit ab, eben, wir haben 17 Runden, wir nehmen jetzt mal ab auf 17,3. Ja, so knapp eigentlich. Oder, ja, ich bin 17,5, ich bin mir ein bisschen unsicher, ich weiß aber nicht, wie gut der Verbrauch ist. Nicht, dass ich noch irgendwie muss die ganze Zeit noch auf Mager fahren oder so. Aber das machen wir mal so. Und ja, let's go. Oh, ziemlich guter Start gehabt. Album gerade vorbei. Album kommt glaube ich wieder da, hä? Wow. Ein bisschen Mühe mit der Traktion. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Oh, was? DRS offline? Von hier aus an dem Problem arbeiten. What the fuck? Okay, schon am Anfang vom Rennen geht mein DRS nicht mehr. Gut, das wäre erst aber Runde 3 aktiviert worden. Aber gleich. Oh, und jetzt sind sie am Paddeln hier. Müssen aufpassen, nicht, dass ich hier im Vettel in die Kiste fahre. Oh, Vettel, mach mal Platz da bitte. Danke. Okay, guter Start. Aber scheiße, dass DRS nicht mehr geht. Das war ein starker Start. Gut gemacht. Ja, das war wirklich ein starker Start gewesen, aber ich hatte oben ein bisschen Probleme mit dem Rutschen gerade. Ich glaube, seine Softs sind nicht so wahnsinnig viel wert. Schauen wir mal, was ich da für Softs habe. Man kann einfach schon leicht angefahren, aber nicht tragisch. Ich hatte einfach vom Qualifying letztes Mal noch, weil man nimmt immer die Reifen, die im Qualifying gefahren ist. Beziehungsweise eigentlich im Q2. Aber da wir ein Blitz-Qualifying machen, sind es einfach die aus dem Qualifying raus. Scheiße, das DRS geht einfach nicht mehr. Bitter für uns. Vielleicht kommt es ja wieder im Laufe des Rennen, wäre cool. Da wird es schwierig werden. Aber wir müssen das einfach in den Punkten halten. Das ist das Wichtigste, wir müssen Punkte holen. Und ich rede jetzt einfach auch gar nicht mehr viel, ich versuche mich zu konzentrieren. DRS-Zone bist. Ja, das haben wir eben leider nicht, das DRS. Oh, komm. Nein, nicht weg der Reihe. What the fuck? Was jetzt das bitte war? Das hat mich einfach weggedreht. Okay, weiter geht's.
Seine Reifen sind nicht. Das Setup, das ich drauf habe, ist eigentlich nicht schlecht. 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. 10 Minuten Regen. Alter, mein Auto fühlt sich so träge an gerade. Habe ich so das Gefühl. Oder komisch. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, sie kommen mit einer alternativen Strategie. Noch länger. Mit der. Okay, ja, dann machen wir halt das. Wir fahren noch länger. 2 Runden mehr mit den Softs. Sie behaupten, das sei eine gute alternative Strategie. Also wir gehen nicht früher boxen, sondern später. Mal schauen, ob das geht mit diesen Reifen. Also die einholen vorne will ich jetzt auch nicht. Was angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Ah, der Motor auch angeschlagen. Wir haben Leistungsverlust. Holy shit. Also uns geht eigentlich der Karren voneinander momentan. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Okay, Grip lädt auch noch nachher. Perfekt. Also DRS geht nicht, Motor geht ab und Grip lädt nachher. Alles, was man braucht. Okay, kommen wir jetzt in die Box oder in der nächsten Runde? Jetzt in der nächsten Runde. Oh nein! Okay, das war wieder der Curb gewesen. Scheiße! Fuck, okay. Mann, immer der Dreckscurb, es ist immer das Gleiche. Und ich habe so Schiss, dass meine Reifen einfach so durch sind. Dass ich nicht mehr richtig weg Gas gehe, ehrlich gesagt. Okay, Pierre Gassi kommt jetzt schon in die Box. Boxengasse. Was, der DRS geht wieder? Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Lol, Boxenstoppfenster ist DRS geht ja wieder? offen für dich. Wow. Okay, bis jetzt eigentlich nur einen Fehler gehabt, der Dreier. Aber sonst sind wir eigentlich nicht schlecht dran. Wir haben 2-3 Mal einen Schlenker drin gehabt. Die Frage ist jetzt, wo wir rauskommen. Ob wir jetzt vor dem Teamkollegen rauskommen. Und ob wir nachher noch in den Punkten sind. Also wir fahren jetzt sicher noch auf Fettgemisch. Das sind P8, P9, Gib jetzt P10. Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen Okay. wandern. Ich glaube, die da vorne haben alle noch nicht geboxt. Jetzt vorsichtig. Die Reifen sind noch kalt. Wir fahren jetzt schon bis eine Runde bis Start ziehen, da gehen wir ins Fettmaschine. Wir sind vor dem Gasli, sehr gut. Und da hoffen wir nur noch, dass das Rennen trocken bleibt. Also. Let's go, wir gehen auf Fettgemisch. Wir nutzen es mal aus. Und hoffen mal, dass wir da noch ein bisschen auffallen. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Noch keine 15 Minuten Regen. Da ist ja noch ein bisschen. Sind nicht dran am Ricciardo. Könnte auch schneller fahren, ich glaube es hat alte Reifen.
Also das DRS geht einfach wieder, aber er hat uns nicht gesagt. Oh, shit. Wir müssen lupfen. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ah, jetzt müssen wir auf Mischung 2, aber. Teamkollegen beträgt 5,7 Sekunden. Oh, shit, 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 shit. Oh mein Gott, auch so, wieder. Nice. Oh, er ist immer noch innen. Alter Ricciardo, Wahnsinniger. Norris, nachher Perez. Perez, unser Erzfeind mittlerweile. Nach Holland. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Okay, wir haben Leistungsverlust am Motor. Fuck. Ja, von nicht allzu stark. Das wäre schade, wir sind jetzt gerade in den Punkten drin. Come on. Ah, jetzt merkt man es, glaube ich. Können, gut, wir haben DRS und ERS drin. Oh, shit, wie draussen. Wow! Norris! Nochmal draussen. Wow! Holy shit! Wow! Du Wichser, Alter, verpiss dich! Der Norris, holy shit, Alter! Mit dem Comeback hätte ich jetzt nicht gerechnet von ihm. Nächste Perez. Ja, und da gehen wir klassisch dran vorbei, würde ich behaupten. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ja, glaubt mir, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Die Reifen fühlen sich momentan, also jetzt gerade aktuell noch gut an. Und das Auto fühlt sich jetzt auch nicht mehr so schwer an. Richtig angenehm zum Fahren gerade. Sainz wird auch langsamer. Okay. Was heißt das? Meine Reifen sind durch. Vergiss dein Reifenmanagement nicht. DRS. Wow, okay. Beobachte die Verhältnisse. Wir denken, es wird bald Regen geben. Okay, bald Regen. Es ist auch dunkel geworden hier. Die Reifen schon mal anschauen. Sind noch eigentlich okay. Nein, 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 oh mein Gott, okay. Der innere Curb, das ist frech. Ich weiß nicht, ob ich angreifen oder auf Safe gehen. Es wäre eben schon gut, wenn man den Punkt noch holen könnte. Mit dem Benzin noch aus. Es regnet. Scheiße. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, letzte Runde, komm on, den holen wir noch, den Sainz.
Es regnet, das Auto ist unter nass ein bisschen. Scheiße. Come on! Wow, fuck. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, okay. Ah! Fuck! Dem hätte ich gerutscht. Ob es jetzt wegen dem Regen war oder einfach zu optimistisch. Wahrscheinlich zu optimistisch. Damit, okay. Aber es sind unsere ersten Punkte in der Formel 1, die wir holen konnten. Und die sind bitter notwendig gewesen. Also für uns ist das eigentlich ein Sieg. Das ist das Ende des Rennens. 8. Platz, immerhin, es hat Punkte gegeben. Wir sind zwar von P7 gestartet, also haben eine Position verloren. Wegen dem Dreier. Gasly-Fahrer des Tages. Okay. Er ist schon relativ weit hinten gestartet. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Aber ja. Immerhin. Wer hat gewonnen? Ich habe es immer mitbekommen. Ich bin so konzentriert jetzt das ganze Rennen über. Holy shit. Oh, das war so anstrengend jetzt. Bottas hat gewonnen, oh, holy shit. Aber immerhin die ersten Punkte für unser Team. Ich glaube, es mehr Punkte als der Teamkollege schon mal holen können. Und P8 kann man wirklich zufrieden sein, denke ich. Die Punkte sind wirklich wichtig gewesen. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir schauen jetzt noch schnell kurz die Übersicht an. Genau, also wir haben jetzt hier der Bottas Sekunden, Lewis Hamilton, dann kommt der Verstappen, Vettel, Albon, dann Leclerc und der Sainz. Ja, den hätten wir können fast noch holen. Scheisse. Und Pierre Gasly ist auf 13, der hat keine Punkte geholt. Und wenn wir jetzt einmal hier schauen auf der, nein nicht da, sondern auf der Rangliste, haben wir jetzt mal Punkte holen. Aber es haben immer noch weniger Punkte als der Pierre, weil der hat schon ein paar Punkte geholt. Also noch irgendwo hat er noch Punkte geholt. Aber immerhin, wir haben jetzt mal unsere ersten Punkte geholt. Das ist wichtig für das Selbstbewusstsein. Und wir drücken mal weiter, mal schauen, was jetzt kommt. Ob noch ein Interview kommt oder nicht. Glaube ich, sieht nicht so aus. Team, also Rivalitätsanalyse, da sind wir natürlich jetzt momentan auch recht am Gewinnen. Und da sind wir auch mit der Fahreranerkennung aufgegangen. Ja, das war wichtig. Es war wichtig, dass wir jetzt mal ein bisschen Punkte geholt haben. P8 ist stark eigentlich. Weil das nächste Rennen wird Monaco sein. Ja, wir gehen wieder zurück ins Hauptquartier. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wäre es mit der Erfolg von F1 2020. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr würdet das Video teilen. Und ja, dann sehen wir uns dann einfach im nächsten Rennen wieder in Monaco. Ich glaube, wir müssen aber noch ein paar Motorleistungen und alles da wechseln. Das müssen wir nachher also in der nächsten Folge schon anschauen. Aber ja, bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.